Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder mal auf dem Tisch, die Streif. Ja, das ist so von der Optik her einer meiner Lieblingsblasters. Also, momentan noch, weil der eigene Blaster, habt ihr beim letzten Video hoffentlich gesehen, der sieht optisch noch ziemlich nackig aus. Also nicht, dass das nicht auch schön wäre, aber das ist halt noch ziemlich technisch, ziemlich kantig, ziemlich roh. Das ist halt schon ein bisschen abgeschlossener Blaster. Und da ist jetzt auch nicht mehr arg viel Original an der Streif. Also, da seht ihr die ganze Triggerler da, das ganze Bedienzeug ist geändert. Die Batterieabdeckung ist geändert. Das sind toll, die habe ich online gefunden. Das habe ich in anderen Videos schon besprochen. Das Batteriefach habe ich leicht modifiziert, dass der weiße Streifen da, der ist auch 3D-druckt, weiß, dass der da durchgeht. Und das da habe ich selber gemacht. Das ist der Honor für die Klappe, dass man da sehen kann. Und da ist drin so Spannungsanzeige, dass man sehen kann, wie voll die Batterie ist. Das da hinten habe ich selber gemacht. Und das da vorne und den Griff und das Ding da vorne. Und heute gucken wir mal, weil da fehlt noch ein bisschen Schulterstütze. Ich meine, in der Konfiguration Gott, da braucht das Ding keine Schulterstütze. Da ist es mehr eine Pistole wie ein Querle. Ein bisschen Verniedlichung schadet bei sowas nicht. Also nicht gar so, dass man das nicht gar so ernst nehmen wird. Und da können wir das vorne, das Ding wegmachen, weil das hat da immer noch da den Drehverschluss. Und habe ich das habe ich euch auch schon gezeigt. Da kann man das noch machen. Das passt ja farblich auch ganz schön. Und dann können wir Zielfernrohre drauf machen. Ah, da guckt, das habe ich auch getauscht. Das ist im Original, glaube ich, auch orange. Das habe ich auch 3D-Druck dann in Blau gemacht. So, oder? Ah, hebt noch. Ja, die Stressmarke da, das ist halt. Da kehren die kurze Schrauben rein. Meine Vergangenheit das habe ich glaube ein paar Mal falsch gemacht. Oder auch mit anderen Blaster falsch gemacht. Also manchmal lernt man langsam. Und jetzt soll es ja um Schulterstütze gehen. Auch nicht den Teil habe ich ja schon gemacht. Das ist ja einfach die Abdeckung, dass man da eine Schnittstelle hat. Ja, meine 3D-Drucks sind alle noch nicht ganz so. Ich habe da ein bisschen Nachholbedarf, wie man die 3D-Drucker einstellt. Da habe ich die erste Variante von der Schulterstütze gemacht. Und naja, in der Perspektive sieht es auch ganz gut aus. Komisch aus, das ist nur der da. Also das sah im Modell echt gut aus. Das hätte ich. Das ist so ein Ding, wo ich mir dachte, aber das hätte ich doch. Zum einen habe ich glaube vergessen, die Schräge damit auszudrucken. Ihr seht, die war da im Modell auch drin. Und zum anderen, ja, ich hätte das irgendwie mal kleiner ausdrucken sollen, damit ich sehe, das sieht schon echt globig aus. Das könnte ich vielleicht beim eigenen Blaster so machen, dass ich den mal, da sieht auch ein kleines Modell ausdruck. Weil das ist halt viele Stunden Druckerei. Und ja, wenn man so direkt drauf guckt, sieht es halbwegs gut aus. Gucken wir, aber so sieht es halt echt. Und ein bisschen kurz ist. Ich glaube. Ja. Ah, das Ding da vorne brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Das liegt jetzt irgendwo am Boden. Wie viel es kurz ist, da macht das halt ordentlicher Winkel. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das ist mir ein bisschen zu einfarbig, ein bisschen zu kurz. Das ist so globig einfach, das gefällt mir so. Und ich dachte, ja, ich nehme das Ganze, mach's länger, mach's ein bisschen detaillierter. Seht, ja, seid ruhig nochmal ein bisschen länger, seid doof, aber. Und diesmal habe ich dann auch an die Schräge mitgedacht. Das ist ja von der Schnittstelle. Das hat ein bisschen gebraucht, bis ich die Schnittstelle so hatte. Das ist ja da nicht die da. Habe ich da. Das ist das Original, das dann da hinten aufhört. Das habe ich dann nur so gemacht, dass das schön dass das da die Form aufgreift und das schön abrundet. Und dann wieder, als ich das Ausdruck hatte, ein bisschen Bammel, dass ich die Stäbe da nicht reinkriege. Aber da hatte ich Glück gehabt, das hat sich außer so reinfummeln lassen.
Ja, ihr seht bei 3D-Druck. Das hat vielleicht auch, wenn die Düse nicht so, mit der Düse nicht so schwäbisch umgegangen und die öfters mal tausche, aber irgendwie ist mir das halt auch einfach schade vom Zeit und vom Material. Und wie ich schon gesagt, für Serienproduktion wird das nichts. Dafür kann ich kein Geld verlangen, das ist mir schon klar. Aber Serienproduktion, das braucht ein bisschen. Ist ein bisschen. Soll es kleben vielleicht. Seht? Ich kann das jetzt noch zerlegen. Das ist nicht ganz oval. Also das ist nicht ganz rund. Das ist nicht ganz oval. Das ist oval, nicht ganz rund. Dann kann man das gerade so, das passt. Dann könnt ihr das auch noch ein bisschen. Das könnt ihr durchaus verlängern. Das jetzt länger machen. Gut, dann müsst ihr beim unteren Knick neu machen. Also die Teile neu rausdrucken. Das rausdrucken, das ist jetzt nicht die Crash. Also die Dinger rausdrucken, die dauern nicht lang. Aber um ehrlich zu sein, die Streif, ich schaue sie gerne an, weil mir gefällt der Blaster echt, aber damit rumspielen, dafür ist das Ding viel zu laut. Das macht einen Mordslärm. Sag's euch, das bleibt da. Das vorne, das Ding, das fällt jetzt. Das liegt auf dem Boden, das hebe ich nachher auf. Da habe ich jetzt gerade während dem Video ist keine Lust dazu. Und das ist jetzt mit Lipo und dann so Welker-Schwungreglerskäfig und das habe ich doch so gemacht, das aufgehört. Ja, da fällt auch Tröpfchenkleber, da habe ich Tröpfchenkleber rein da, das war wahrscheinlich zu wenig, da muss ich mal nochmal Tröpfchenkleber nach da. Ich weiß nicht, ob ich da einen Kleber rein tue, das lasse ich glaube mal vorläufig, weil wenn ich doch mal andere Varianten ausprobieren will, kann ich das leichter machen. Und das dahinter ist sogar so gummiert, das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber das könnte man wahrscheinlich auch noch mit ein bisschen weniger Ausfüllung drucken, dann hat es mehr Spiel oder lässt sich besser knautschen. Und das habe ich auch gemacht, dass ich das beides liegend drucken kann. Das da ist jeweils die Druckfläche und wenn man das aufeinander klebt, dann sieht es sauber aus. So machen. Ja, und auf anderen weiß ich nicht, ob ich da nicht noch mal weitere Variante. Mit der Schulterstütze bin ich jetzt echt glücklich. Die wäre natürlich, wenn man das richtig ergonomisch machen möchte, noch ein bisschen weiter nach unten. Das Ganze ein bisschen weiter runter. Dann müsste man da nicht das wahrscheinlich, oder die beiden Teile neu ausdrucken. Aber das Konzept können wir übernehmen. Das ist noch mal ein bisschen, einfach im Modell ein bisschen weiter nach unten biegen. Das geht ja schon leicht. Und dann das vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen weiter nach hinten. Und dann wäre der einfach. Das Einfachste wäre jetzt da an die Röhrler rumspielen und die verändern. Aber das braucht es ja fürs Erste jetzt. Fürs Erste. Das steht jetzt sowieso bloß rum und soll gut aussehen. Das ist die Hauptsache da. Wirklich, seien wir ehrlich, wirklich eine Schulterstütze brauchen wir bei den Blastern nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass der besonders akkurat ist und dass man da wirklich ein Ziel von Röhrle bräuchte. Das ist eher dekorativ. Ich meine, so Worker Prophecy, da brauchen wir dann schon. Bei der ist mir richtige Schulterstütze wichtig, weil zum einen bei dem Blaster lohnt sich das Zielen auch, weil man dann auch trifft, wo man nachzielt. Bei dem Blaster lohnt sich das Zielen nicht, weil man trifft sowieso nicht da nach, wo man nachzielen will. Also selbst wenn ich das Vaterkreuz da drin so präzise einstellen würde, dass das mit dem Lauf, müsste es wahrscheinlich ein bisschen tiefer kriegen und dass das dann wirklich mit dem übereinstimmt. Selbst dann, und wenn ich das alles sauber stillhalte würde, selbst dann würde ich nicht das treffen, wo das Vaterkreuz nachzeugt, weil das ist halt einfach, ja, und ja, das ist einfach, das ist kein Präzisionsblästerle. Das ist mir ja schon klar, aber darf ja trotzdem gut aussehen. Und deswegen habe ich da schon eine Schulterstütze gebaut. Und da vorne die Optionen. Ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo in Orange rumliegen. Können wir da
Ich bin ja am Überlegen, mit den Teil da eine Aussparung mache und auf der anderen Seite genauso, dass man da das Schwarz durchsieht und dann also den Teil einfach quasi rausschneide. Kann ich das gucken wir die andere Seite kurz an. Da denkt man mal laut, während die Kamera läuft. Das ist gerade so, das passt das. Dass man da den Teil aussparen kennt. Gerade so, das passt das. Und dann hat man da den schwarzen Teil. Boah, das Geräusch ist ekelhaft. Sag's euch. Wenn ihr so 3D druckt auf 3D druckt. Und vor allem, da laufen die Rille ja genau gleich in beide Richtungen. Da könnte man da. Das könnte man noch ein bisschen. Oh, das ist alles so gemacht, dass dann. Da könnte man da vielleicht noch ein bisschen das ändern oder das ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Ob ich da noch eine weitere Option mache. Das muss man sagen. Und dann macht es also keine. Weil sonst macht es halt das klassische, weil das sind halt die Rille, die auf und übereinander reiben und dann macht es das klassische 3D-druckte Geräusch. Das ist ganz okay, so hält das gut aneinander. So brauche ich keinen Kleber dafür. Weil da will ich dann vielleicht doch mal andere Dinge probieren, deswegen ist das jetzt alles nicht geklebt. Da seht ihr, hab sogar das aufgegriffen und da noch fortgesetzt. Das habe ich bei dem schon gemacht. Da habe ich die habe ich da noch aufhören lassen, die Rille. War mir einfach wichtig, da die Designelemente und da auch das Profil. Da ist mir nicht ganz gelungen. Das war aber bei den kurzen. Oh, das ist wackelig hier. Das ist bei den kurzen, war das da besser? Nee, da ist schon. Das ist halt da ein bisschen jetzt viel. Aber da bräuchte man dann auch. Einen besseren Drucker. Das alles. Da musste ich schon ein bisschen. Hey, das da noch. Da könnt ihr. Da unten ist, Alter, ein halbes Millimeter ist viel. Sehe ich jetzt gerade. Jetzt, wo man mal so kritisch nachguckt. Da war das schmaler. Das ist doch eigentlich dasselbe Modell. Oder habe ich das? Das habe ich glaube mit einer 0,8er Düse und das mit einer 0,4er Düse rausgelassen. Kann schon sein, dass das dann dasselbe Ausgangsmodell ist, aber halt durch das, dass da das Laser ein bisschen Einfluss drauf hat, dass der da einfach sagt, ja, das machen wir da halt an der Stelle so breit. Das kann schon sein. Ja, das sind so Dinge. Stück für Stück und dann. Und irgendwann vielleicht mache ich da mal 3D-Druckfarm auf. Oder findet man einen, der das macht. Und also wenn ich da schon so einen Laden dafür habt, dann einfach mal schreiben. Vielleicht lässt sich da was machen. Da bin ich offen. Und ich habe noch ein anderes Plästerle. Also da noch. Das will ich auch noch machen demnächst. Also da müssen wir mal reingucken. Weil das Orange bleibt definitiv nicht. Ich meine, den Teil da haben wir ja schon hierfür. Dafür habe ich schon das Metallträgerle. Das haben wir hier schon mal geändert. Das können wir dann einfach nochmal ausdrucken. Und Schieberle weiß ich nicht, wenn man das macht. Das Teil habe ich noch nicht. Das ist auch noch da noch. In der noch originaler Orange. Aber das lässt sich einfach nachbauen, da bin ich mir sicher. Das habe ich ja schon selber entworfen. Das können wir dann auch noch beliebige Farbe rauslassen. Und dann müssen wir da mal reingucken. Aber da werde ich mal noch ein separates Video dazu machen. Mann, jetzt müssen wir als nächstes die Stampede sollten wir auch noch mal weitermachen.
Also für alle, die schon länger noch Kanal verfolgen und auch fleißig dabei sind. Ich hab sie nicht vergessen, die Stampede. Ich hab nur... Oh ja, so ein Ding. Ich hab mir auch extra Netzteile und alles bestellt, dass wir da weiter experimentieren können. Und aber nach so ein paar Rückschlägen brauchen wir mal zwischendrin mal was anderes, dass man dann irgendwann mal auch wieder Lust drauf hat und dann doch will. Aber so langsam ist, glaube ich, so weit, dass ich denke, okay, jetzt will ich es doch mal. Ich glaube, da machen wir das nächste Video, machen wir so Stampede. Und dann machen wir entweder danach zu dem, also da mal einfach mal drüber reden, was ich da so vorhab, das mal angucken. Und dann kann ich auch entsprechend die Doll bestellen. Und auch die Doll drucken. Also ich glaube, der Großteil der Doll bestellt habe ich, oder habe ich noch da. Ich habe Schwungrädler, Käfig, Modelle habe ich da. Und auch Schwungrädler entsprechend. Und dann gucken wir. Aber bleibt auf jeden Fall dran, das lohnt sich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastisch. Hey! Das war jetzt so nicht geplant, aber das bleibt jetzt drin. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur. Und schreibt mal Gesundheit in die Kommentare, wenn ihr es bis zum Schluss gehört habt.